Einfach anrufen, wir suchen die, wir können die umbringen. Es ist kein Millionen-, sondern ein Milliardengeschäft. Man redet ja nicht umsonst von der Welpenmafia. Das ist wirklich organisierte Bandenkriminalität. Der Boom hat schon sehr viel kaputt gemacht. Ich schweige nicht, meine Hunde können nicht reden und ich bin wie das Sprachrohr für meine Hunde. Im ersten Teil dieser Reportage haben wir uns den Hype um die Trendhündli Zwergspitz angeschaut. Und die Schattenseite davon. Ich sehe, wie sie leiden. Jetzt schauen wir uns das Business hinter dem Hündli-Boom genauer an. Das ist Dominik. Sie hat 5 Zwergspitze, die teils schwere neurologische Krankheiten haben. Die sind vererbt und verbreiten sich durch den Boom immer weiter. Wenn man es einfach im Internet so geht, suchen kann man böse reinfallen. Und darum habe ich auf meinem Instagram-Account mache ich Aufklärungsarbeit. Jetzt wirklich streuen in Facebook-Gruppen überall, um zu zeigen, hey, schaut, das ist das Schlimme bei dieser Rasse, was euch niemand sagt. Die Iris Müller hat lange Zwergspitz gezüchtet. Auch sie findet den Boom problematisch. Der Mensch ist ja so, dass er eigentlich eben das Kindchenschema bevorzugt. Also, dass sie gerne das Pupi-Gesichtchen haben, mit grossen, runden Augen und sehr kurzen Nase. Die zielen natürlich genau auf das ab. Oder? Die züchten eben sehr kurze Nase, das gibt Probleme mit Schnaufen. Sie haben zum Beispiel nicht alle Zähne. Zusätzlich schauen die natürlich, dass sie eher Inzucht machen, weil mit der Inzucht wären sie ja kleiner. Der Boom hat schon sehr viel kaputt gemacht, oder, in dieser Rasse. Die meisten neu registrierten Zwergspitze werden importiert. Teils kommen sie aus sogenannten Vermehrungsstationen in Osteuropa, heisst es bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Es ist kein Millionen-, sondern ein Milliardengeschäft und wird ja auch immer wieder verglichen mit Drogen zum Beispiel. Also man redet ja nicht umsonst von der Welpenmafia. Es ist wirklich organisierte Bandenkriminalität. Was wir beobachtet haben, ist, dass während Corona alles noch viel schlimmer geworden ist. Also da sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Aber auch jetzt, also nach Corona, nach wie vor boomt das Geschäft. Wir sehen ja immer gerade die kleinen Rassen, die sind sehr begehrt und natürlich gehören dazu auch die Zwergspitze. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Zwergspitze ganz, ganz oft aus Russland kommen. Sie werden über das Internet inseriert und verkauft. Und dann mit Transporter in die Schweiz geschafft. Oft hat sie keine Tollwutimpfungen oder gefälschte Papier. Das ist illegal. Wenn die Welpen nicht in Quarantäne können, müssen sie darum eingeschläfert werden. In der Schweiz braucht man für die Hundezucht eine Bewilligung. Im Tierschutzgesetz heisst es allgemein, das Zuchtziel darf nicht mit Schmerzen oder Leiden verbunden sein. Und mit Hunden unter 1,5 Kilo dürfen wir gar nicht züchten. Die genauen Bestimmungen für einzelne Rassen kommen dann von der Zuchtverband selber. Für die Zwergspitze gelten bei uns die Standards vom Internationalen Hundeverband. Wir haben untersucht, zum Beispiel werden die Beine untersucht. Die müssen gewisse Grade aufweisen, sonst dürfen sie nicht in die Zucht. Dann auch zum Beispiel die Zähne werden angeschaut. Oder? Ein Hund sollte möglichst vollzahnig sein. Dominik hat auch irgendwann anfangen zu züchten. All ihre Hunde stammen aus etablierten Zuchten und haben offizielle Stammbaumpapier. Durch die ganzen Jahre habe ich gefunden, hey, ich will die Rasse selber züchten. Mit meinen Zuchthunden, die ich gekauft habe, bin ich auch ein MRT machen, wo dann eben leider herausgekommen ist, dass sie auch an einer neurologischen Krankheit erkrankt sind. Das Traurige ist, ich dürfte eigentlich mit ihnen züchten. Und so viele Züchter machen es. Also jetzt mache ich eigentlich statt zu züchten, mache ich das pure Gegenteil. Die jetzigen Zuchtbestimmungen in der Schweiz reichen Dominik nicht. Sie fordert, dass alle Zuchtzwergspitze mit einem MRT-Scan untersucht werden. Nur so können wir die schweren Hirneffekte frühzeitig erkennen. Auch Tierärzte sagen, der MRT-Scan sei sinnvoll, um erbliche Hirnschäden bei Zwergen einzudämmen. Die Iris Müller sagt dagegen, sie fände den MRT-Scan nur bei akutem Verdacht auf Probleme sinnvoll. Das wegen der Vollnarkose, in die man die Hunde dafür legen muss. Da gäbe es immer Risiken. In der Kritik gegen die Zuchtszene dreht Dominik offensiv gegen raus. Und wird dafür auch angegangen. Ihr seid Lügner, was erfindet ihr? Das ist doch absoluter Bullshit. Bei vielen Züchtern geht es halt um Geld. Um das Geschäft und um das Geld machen. Und das ist natürlich ein Hund, der krank ist, sehr rufschädigend. Wie viel Geld willst du, dass du schweigst? Wie viel Geld willst du, dass du die kranken Hunde versteckst? Sie zeigt uns Sprachnotizen und Nachrichten, die sie von Züchterinnen und denen in ihrem Umfeld bekommen hat. Ja, aber wie gesagt, das mit den Tierarztkosten, das würde ich dann aber auch nur machen, wenn du dich an dein Versprechen hältst und das jetzt nicht im Instagram breit erzählst.
Und einfach Anrufe von unbekannten Nummern, von Leuten mit russischem Akzent, die dir eigentlich drohen, wir suchen die, wir können dich umbringen. Ich bin dann auf die Polizei gegangen und sie haben dann gefunden, es ist ja noch nichts passiert. Man wird bedroht, beflucht, blockiert. Trotzdem ist Aufhören für sie keine Option, wie sie sagt. Trotz Morddrohungen, die ich bekommen habe von Züchtern, Erpressungen und so weiter, wo ich viel Geld angeboten habe, dass ich meine kranken Hunde auf Social Media verstecke, ist wie nicht. Meine Hunde können nicht reden und ich bin wie das Sprachrohr für meine Hunde und wehre mich dagegen und kläre einfach auf.